Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Köln. Ja, hallo Leute, und das am 32. Spieltag der zweiten Liga. Und der FC trifft auf die Truppe von Jahn Regensburg. Aber bevor wir über diese Mannschaft sprechen, müssen wir natürlich über das letzte Wochenende sprechen in Hannover. Und das war so wirklich das Grausamste, was ich im Fußball jemals erlebt habe. Und wenn ich mir vorstelle, dass wir da als Tabellenführer hingefahren sind und aufgetreten sind, als hätten wir wirklich die Hosen voll, uns nichts zugetraut haben, dann kann ich nur sagen, ich habe mich noch nie so beschissen nach einem Fußballspiel gefühlt. Und die Leute, die mich da noch getroffen haben nach Spielschluss, die werden das bestätigen können. Ja, das glaube ich. Wir haben uns ja nicht gesehen. Ich bin in Köln geblieben, aber tatsächlich, wir sind irgendwie gefühlt, kommen wir keinen Schritt weiter. Und deswegen sind wir auch hier auf der Galopprennbahn. Wunderschön. Auf diesem traumhaften Geläuf kann sich so einen lörmerigen Bummelzug Auftritt wirklich überhaupt keiner leisten. Ja, das würde denen nie einfallen hier. Das war übrigens in Hannover ganz anders. Ja. Denn wenn man diesen Fanaufmarsch erlebt hat, also was die kölsche Fanszene, was die Wilde Horde mit diesem wunderbaren T-Shirt hier zum Beispiel geleistet hat und was zigtausende von FC-Fans an diesem Tag abgeliefert haben in Hannover, das war einfach sensationell, das war Weltklasse. Das hätte man als Mannschaft so dermaßen spüren müssen, so dermaßen aufsaugen müssen und bestätigen müssen. Ja, selber machen. Ja, ganz genau. Ne? Selber nachmachen. Ne? Und deswegen steht bei uns nämlich auf dem Shirt, Jungs, ne? Jeff Yummi, Spitzenreiter. Ja. 2 Kölsch. Auf 3 Punkte gegen Regensburg. Prösterchen, Leute. Ja, bevor wir jetzt aber wieder Tacheles reden, muss ich sagen, wie wunderschön ist das hier eigentlich? Ich meine, es hat ja jetzt nicht jedes Dorf so eine Rennbahn, aber die hier ist nun wirklich entzückend, immer eine Reise wert. Man kann auch mal einfach so hingehen, ein bisschen was Müffele, ne? Und auch ein lecker Kölsch trinken hier. Es geht alles. Es ist wunderbar grün und hat eine riesenweite Aussicht hier. Ich muss sagen, ein Träumchen, dass wir hier sein dürfen. Ja, absolut. Und ganz lieben Dank auch an die Verantwortlichen hier vor Ort. Wir haben das natürlich wieder mal überhaupt nicht angekündigt bzw. avanciert, weil es ganz spontan auch entstanden ist aufgrund dieser Situation, in der wir nun mal gerade stecken. Aber wir sind einfach da ins Büro gelaufen, haben gefragt, ob wir hier ein bisschen drehen dürfen und super nett haben wir die Genehmigung gekriegt und jetzt stehen wir hier. Ja, und ja. Wie du sagst, wir stecken in einer Situation. So fühlt sich das an. Also Spitzenreiter klingt ja dynamisch, ne? Aber dynamisch war das ja nun wirklich überhaupt nicht. Also sowas Langsames, sowas. Warum sind wir so weit weg vom Gegner von Anfang an? Ja. Ich verstehe es überhaupt nicht. Was ist da passiert? Ja, also Thema Selbstbewusstsein wahrscheinlich wieder. Ne? Wobei ich kann es echt nicht verstehen. Wir sind Erster. Hannover hat die letzten 3 Spiele verloren, sind völlig verunsichert, den Trainer rausgefeuert. Ja. Da stehen jetzt 3 Interimsleute an der Seite, unter anderem Dirk Lottner. Ja. Und die haben aber von der ersten Minute an viel mehr Biss gezeigt. Ja. Und wir, diejenigen, die eigentlich das Selbstbewusstsein haben müssten, wir waren vor dem Spiel 11 Punkte vor Hannover, die völlig abgeschlagen, es geht eigentlich um gar nichts mehr. Und wir könnten mit so dicken Eiern, ich sage es jetzt auch wieder so, könnten wir eigentlich da auflaufen. Wir hatten mit aber 20 Pferdeköttel in der Pferdeköttel, ganz genau. So. Und nach dem Spiel habe ich mich gefühlt, als hätte ich 5 Kilo Pferdeäpfel in mich rein inhalieren müssen. Also so hat sich das angefühlt, so hat das geschmeckt. Ja, was machen wir denn jetzt mit der ganzen, also ganz ehrlich, meine Diskussionen alle sind natürlich, laufen heiß jetzt hier und ich bin ganz, ganz ambivalent, weil auf der einen Seite muss man ja auch sagen, wenn mir einer vor der Saison gesagt hätte, dass wir 3 Spieltage vor Schluss auf Platz 1 sind, das hätten wir mit Kusshand genommen, hätten wir gesagt, was ist der Struber für eine Granate? Ja. So hätte man das ja gesehen. Ja, ne? Also für mich sind das 2 Diskussionen. Ja. Ja, also das sportliche Ergebnis, klar, ich habe das ja auch selbst immer gesagt, ne, dass mir das Wichtigste ist, aber ganz ehrlich, die Art und Weise, wie wir damit umgehen, dieser schmale Grat, auch oft beschrieben, wir spielen so dermaßen mit dem Feuer. Was ist, wenn du gegen Regensburg verlierst?
Und die haben immerhin gegen Braunschweig jetzt auch gerade unentschieden gespielt, die vorher HSV, Paderborn und Kaiserslautern geschlagen haben. Also selbst wenn die mit so einem Stürmer wie Adamian hier antreten, am Ende kannst du selbst gegen die verlieren und dann sind es noch 2 Spiele und wir haben ich will das alles nicht an die Wand malen, aber ich finde, dass diese Fahrlässigkeit, diese Arroganz, wie wir mit dieser Ausgangssituation umgehen, das bringt mich wirklich zur Weißglut. Echt. Und wenn man sachlich drauf schaut, das muss man ja auch immer probieren, ne? Ich weiß nicht, wie sachlich das jetzt wirklich ist, aber tatsächlich, ich kann überhaupt kein System erkennen. Ich gucke mir das an und denke, ich habe keine Ahnung, was die geplant haben. Die laufen auf das Spielfeld, sind langsamer als die Hannoveraner im Kopf und mit den Beinen. Also man sieht gar keinen Willen. Das ist ja das, was wir zuletzt noch beschworen haben. Der ist also nicht da. Und zum anderen muss ich mit Blick auf den Trainer sagen, welchen Spieler hat der Struber besser gemacht? Sagt mir einen und mir fällt keiner ein. Und dann frage ich mich, was ist denn die? Also sind die aus sich selber heraus, so wie sie jetzt sind, so gut und du brauchst den gar nicht? Dann kann man eigentlich auch sagen, Arrivederci. Oder was ist es? Also ich habe den Eindruck, wir müssen irgendein Reizklima einsetzen. Also es kann so jedenfalls so lörmerisch. Ja. Aber das ist genau richtig, was du sagst. Und das ist auch meine Meinung. Ob der Struber da an der Seite steht oder sitzt oder ob er außerhalb des Stadions irgendwo spazieren geht, das tut für mich gar nichts. Das tut nichts zur Sache. Ja. Echt nicht. Ja. Die Spieler, wir sind besser geworden durch Heinz und Schwäbe, die damals in diese Führungsspielerrolle endlich gesprungen sind. Uns fehlten ja die Führungsspieler und die haben das Heft in die Hand genommen. Leider ist der Dominik Heinz im Moment auch, also er ist nicht mehr auf dem Top-Niveau wie davor die Wochen. Und der Trainer hat offensichtlich überhaupt keine Möglichkeiten, mal zu reagieren in einem Spiel oder die Leute zu motivieren, dass die wirklich... Was war denn in den letzten 10 Minuten? Warum ging es denn dann auf einmal, frage ich mich. Ne? Ja. Also welcher Impuls ist da gesetzt worden? Also von der Bank aus habe ich nichts gesehen. Ne, ich auch nicht. Das Pferd ist ohne Jockey ins Ziel. Ne? Ja. Also beziehungsweise in dem Fall ist es ja nicht ins Ziel. Ja. Also wir müssen aber verdammte Hacke ins Ziel kommen. Ganz ehrlich gesagt, es sind nur diese 3 Spiele. Ja. 2 musst du gewinnen, dann bist du durch. Ja, und ich verstehe nicht, warum man die Sachen, die jetzt auf dem Papier zumindest leichter sind, so kläglich wegschenkt. Also keiner ist ja sauer, wenn du dir den Arsch aufreißt und es nicht schaffst. So, nicht schlimm. Ja, wir erzählen immer wieder dasselbe. Ja, ne? Ja, natürlich. Genau das Gleiche wie mit den Fans, diese Strapazen, die man auf sich nimmt. Übrigens, schöne Grüße. Wir haben dann am Sonntag nach dem Spiel auch noch 2 fette Stunden gestanden auf der A2. Also die Rückfahrt war mit miesester Laune und dann über 5 Stunden von Hannover nach Köln. Es ist ein Aufwand, auch finanzieller Aufwand, den die Leute betreiben. Und wenn ich dann sehe, wie da mit halbem Dampf über den Platz getrabt wird von gewissen Leuten, es ist nicht mehr mit anzusehen. Also ihr müsst euch wirklich schämen und dann nachher in die Kurve zu kommen und da lächerlich zu applaudieren und zu erwarten, dass man nicht ausgepfiffen wird. Also ganz ehrlich, es gab ja sogar auch, ich habe sogar Struber Rausrufe gehört. Und wenn du mich fragst, ob das die richtige Maßnahme ist, wir haben den Anfang damals gefeuert am drittletzten Spieltag. Der hatte 6 Punkte Vorsprung. Oder 6 Punkte auf den Relegationsplatz. Ne? So, jetzt man haben wir hat 4. Der sich nicht vorstellen können, dass man mit dem Mann in die erste Liga geht. Da ging es, glaube ich, auch nochmal um eine Prämie. Und tatsächlich sind das ja die Überlegungen, die man auch jetzt hier anstrengen muss, weil man sich wirklich fragt, wie soll ich die Fantasie nehmen, dass wir in der ersten Liga irgendwie weiter, also ich glaube im Moment nicht mal dran, dass wir hochkommen. Ja. Aber wenn wir dann hochkämen, wie willst du denn bitte mit einer solchen ideenlos Fußballnummer da irgendetwas reißen? Ne? Und ehrlicherweise, was ist denn die Aufgabe des Trainers? Wenn du da Spieler hast, die sagen, ich denke jetzt schon an meinen nächsten Vertrag, ich will mich nicht mehr verletzen, ich will dies und das. Du bist doch der Chefpsychologe in dem Ring da. Du musst doch dafür sorgen, dass die alle bei Laune sind und dass du die Leute, die nicht mitziehen, die musst du halt dann vor die Tür setzen. Pech gehabt, das geht dann nicht anders. Ja? Aber oder ist das ein falscher Eindruck? Ich finde die Art und Weise, wie er kommuniziert, also ich weiß gar nicht, ob er die Spieler nicht erreicht, wahrscheinlich nicht, aber er hat einfach Schwächen in seiner Kommunikation. Und wenn ich immer diese Textbausteine in den Pressekonferenzen, der Luca Waldschmidt, das wird doch noch ein ganz wichtiger werden für uns. Ja. Ne? Nein, wird er nicht. Er ist ein ganz normaler Bestandteil dieser Mannschaft und er soll einfach seine Leistung abliefern auf dem Platz. Und was der
der in Hannover da wieder rumgetrabt ist, da kriege ich wirklich die Krise. Und Lubicic genau das Gleiche. Lässt sich gegen Münster auswechseln nach einem Torschuss. Will sich wahrscheinlich auch nicht mehr verletzen, wenn ich unter der Woche lese, dass er jetzt schon unterschrieben hat. Oder auch die Nummer mit dem Probetraining, dem Gesundheitscheck bei Union Berlin. Völlig egal, ob da an jedem Gerücht ist irgendwie was Wahres dran. Also Fakt ist, die sind doch mit ihren Gedanken alle schon woanders. Und dann stelle ich die nicht auf, solche Spieler. Und da muss ich auch nicht sagen, ja, der Dejo, der kniet sich rein in jedem Training. Das ist fuck egal, der soll auf den Platz seine Leistung bringen. Ja, tatsächlich kann man es nicht gut hören und das, was man auf dem Platz sieht, spricht ja auch eine andere Sprache. Ja, total. So, der Luka Waldschmidt, wo du ihn ansprichst, der ist ja natürlich auch irgendwie so ein exponierter Spieler, muss man auch sagen. Ist ein bisschen gemein, weil niemand hat wirklich so richtig die Eier gezeigt. Man hatte nicht das Gefühl, oder zumindest die, die es wollten, also die immer engagiert sind, wie so ein Thielmann und sowas, konnten sich da nicht durchsetzen. Aber wie Waldschmidt zu dem Kopfball geht, also schon irgendwie so nach dem Motto, ach, der andere kriegt den sowieso, mir ist ja egal, ich bin da nur so pro forma hin. Das ist eine Riesenchance. Da ist ja gar kein Wille drin. Und so. Du musst doch dann sagen, ey, ich spekuliere drauf, dass der vor mir den nicht kriegt und dann mache ich ihn. Und das ist so ein Quäntchen, ist das, so ein bisschen mehr Willen. Ja, ja, absolut. Das fehlt. Ne? Und das fehlt aber nicht nur ihm, das muss man jetzt der Fairheit halber dann sagen. Du kannst über alle sprechen, Ja. du kannst über Paccarada sprechen. Ja. Was ist das für ein sackdämliches Foul? Weißt du, wenn ich schon die gelbe Karte, wenn ich wobei, schon sehe... das ist beides mal keine Ja, ist doch gelbe egal, Entscheidung. aber du weißt, es ist ein junger Schiedsrichter. Das siehst du ja auch als Spieler. Das war sein 4. Zweitligaspiel. Ja. Du fängst dir eine gelbe Karte Das ist in der Punkt. ersten Halbzeit. Du weißt genau, der pfeift offensichtlich ein bisschen kleinlich, ist ein bisschen unsicher, wenn du jetzt nochmal faulst. Und der rennt zur Eckfahne und du, warum? Halt doch deine Füße bei dir und mach nicht dieses dämliche Foul. Und du fliegst auch noch vom Platz und selbst mit 10 Leuten. Vor allen Dingen das Lustige ist ja, dass du in einem Spiel, wo du kämpferisch absolut nicht auf der Höhe bist, das erste Mal eine gelb-rote Karte kriegst in der kompletten Saison. Ja? Ja. Ansonsten bist du Aber das Escort-Service wirklich und war das rennst erste? so zwei, ich glaube schon, und rennst da irgendwie 2 Meter vom Gegenspieler entfernt, ein bisschen durch die Gegend spazieren. Ja. Ja? So als würden die hier so auslaufen hier. Ja? So an der Leine. Ne? Ja. Und dann passiert dir sowas. Das ist auch überhaupt nicht zu verstehen. Ja. Ich weiß es nicht, ob er ein Zeichen setzen wollte. Ja, ich verstehe die Spieler wirklich nicht. Ich muss doch, weißt du, es war ein Traumwetter, eine Traumkulisse, da bin ich doch gar, es war ein Traumrasen. Ich habe vorher gesagt, das ist Luka Waldschmidt. Ich möchte nicht nur hier Luka Waldschmidt, aber ich meine, der ist nun mal unser Star, wenn du so willst, ne, als Nationalspieler und wurde uns hier irgendwo noch von Keller so verkauft. Ja, aber wo ist denn dein Potenzial? Zeig doch mal was, Junge. Das war dein Wetter, das war dein Platz, das war deine Kulisse und nix, aber auch gar nichts. Und klar, es ist schön, dass wir einen guten Elfmeterschützen haben aktuell. Ne, hat ja einige Male jetzt funktioniert, aber deswegen direkt abzuheben und schon wieder so zu kokettieren, ja, ich habe nur eine Karriere und jetzt muss ich mal gucken, was ich mache. Ey, spar dir den Quatsch einfach. Es wäre also tatsächlich, Ne? ich kann ja sogar nachvollziehen, dass alle so für sich ihren Kram denken. Ich finde es schlimm, dass man es sieht. Also, dass man das Gefühl hat, jeder geht da jetzt nach Hause und sitzt zu Hause da auf seinem Sofa und telefoniert mit einem Berater oder überlegt, wie es jetzt so weitergeht. Ja. Und auch das macht mich ein bisschen sorgenvoll, weil ich dann denke, okay, wenn die Leute ihre Perspektive nicht beim FC sehen, in der ersten oder der zweiten Liga, ja, oder vielleicht sagen, wenn ich erste Liga ist für mich sogar schlecht, ja, dann ist das alles nicht gut moderiert. Dann ist da einfach überhaupt keine Klarheit drin. Und so sieht das für mich aus. Na klar, da musst du auch wieder fragen, wo ist der Sportdirektor? Der Ja. Sportdirektor nimmt auch keinerlei Einfluss. Ja. Ich höre nur Allgemeinplätze. Ja. Es gibt überhaupt keine Führungspersönlichkeiten in diesem Verein. Das macht mich wahnsinnig. Es ist tatsächlich, es geht um so viel, es geht so dermaßen um unseren Arsch. Ja. Wenn wir diesen Aufstieg nicht schaffen, das ganze Gebilde implodiert in Sekundenschnelle. Wisst ihr das eigentlich? Ja. Und die traben da rum und ich kriege die Krise. Ja, zumal man ja sieht, dass Mannschaften wirklich, also Hannover ist jetzt vielleicht keine Laufkundschaft und wenn da wieder jemand ist, der ein bisschen Feuer reinbringt, sieht man ja, was passiert. Naja. Aber wir hatten auch Mannschaften, die jetzt sagen wir mal, budgetär und also weit weg sind von uns und aber irgendwie unfassbar sich den Hintern aufreißen und Gas geben und auch eine Spielidee haben und auf die Art und Weise eben jedem gefährlich werden können. Das ist spannend und ich befürchte, Regensburg wird jetzt auch nicht sagen, naja Gott, da gehen wir nach Köln, das ist ja nur, um den Dom anzuschauen und dann fahren wir wieder nach Hause.
Das werden die nicht machen, sondern die werden schon ein bisschen mehr mitnehmen Das wollen wäre als noch die wirklich, neue LED-Beleuchtung. das wäre die ne? Krönung, wenn der Königstransfer von Christian Keller uns jetzt ein Ding reinhaut und wir deswegen... Solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Ne? Ja. Ich will da überhaupt nicht weiter drüber nachdenken. Aber Nein. Also, ihr seht, wir haben so ein bisschen, wie soll ich sagen, durchwachsene Laune. Das wird bei einem nicht so sein, nämlich beim Felix. Ne? Kommen wir mal zu den positiven Sachen. Felix, Junge, Glückwunsch. Die Ja. geilste Wette gewonnen hast Ja. du. Der Extremwetter, der jetzt wirklich, also das ist ja schon vor der Saison eine steile Idee gewesen, sagen 10 Buden macht er Downs, ja? Ja. Und er hat es jetzt endgültig geschafft. In Wahrheit hat er es, wenn man jetzt beide Wettbewerbe mitnimmt, den DFB-Pokal noch zu, hat er es sogar vorher schon geschafft. Also eine geile Leistung. Es ging aber um die Liga. Also da wollten wir ja auch korrekt bleiben. Und Ja, ist ja. er auch. Er hat die ganze Zeit auch von 9. Das dauerte jetzt ein paar Wochen, bis der Damien das Tor gemacht hat. Und also an der Stelle die klare Aussage, Felix, wir werden dich in Kürze, setzen wir uns mit dir in Verbindung und die Sache steht und wir stehen zu deinen Diensten und wir werden bei dir im Laden fegen und alles Mögliche machen, was du von uns erwartest und Ja. verlangst. Und die hast du gewonnen. Und wenn jetzt der Damien noch dazu käme und sich die Haare schneiden ließe, dann wäre es eigentlich die perfekte Aktion. Absolut perfekte Aktion. Ja, Damien, komm doch einfach dazu, wenn wir da fegen. Da müssen wir irgendwie absprechen, wann wir das machen. Das ist doch Ja. super. Und wir wären jetzt auch nicht undankbar, wenn du gegen Regensburg, weil wir brauchen einfach auch mal wieder einen größeren Sieg, auch noch mal 10 Dinger drauflegst. Oder sagen wir mal 3, reicht ja auch. Ne? Weil wir wissen ja auch, wer die ganze Zeit sich den Arsch aufreißt und wenig, wie soll ich sagen, mentale Lücken zeigt. Das gibt's schon. Wir haben so ein paar von den Jungs. Naja, wobei sind der in schon Hannover viele, jetzt auch ja. nicht so doll gespielt hat. Aber ne, vom Einsatz her alles Das ist wunderbar. das Ding, das habe ich ja gesagt. Also du hast nicht immer Sahnetage. Ne? Ja. Aber es geht ein bisschen darum, dass man sieht, dass die wollen. Und Das stimmt. Gott, wenn du natürlich falsch eingestellt wirst, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber man hat jetzt die Idee ja nicht gesehen. Ne? Also ohne Idee aufs Spielfeld laufen ist dann halt auch meistens wildes Durcheinander. Mir fällt noch ein, dass ich auch noch mal mich bedanken wollte beim Wilden Süden, mit dem ich da diesmal wieder hingefahren bin. Auch Hotelübernachtung am Abend vorher schon angereist, schöne Party abends gemacht und perfekte Orga wie immer. Das Ja. war nett und toll organisiert. Ansonsten, die was, ganz schönen Dinge, also man kann an allem noch was Schönes finden. Ne? Also Ja. uns gelingt das auf jeden Fall. Ja, ich bin und da- wenn es dieses großartige Wetter mit der schönen Kulisse ist. Ja. Wie Da ist oben geht der Flieger nach Europa. Da ist er. Seht ihr gerade nicht. Oh Mann, ey. Wir schaffen das. Wir Leute, ja. werden den Aufstieg schaffen. Ja, die Jungs Aber es sind muss alle mal sich, gut genug. es muss sich vieles wirklich grundsätzlich ändern in diesem Verein. Und ich bin dafür, dass wir versuchen, ein Mittelding aus einem Neuanfang und Kontinuität irgendwie hinzukriegen. Also Ja. bitte nicht wieder den kompletten Kahlschlag. Klar, wenn wir nicht aufsteigen, dann wird es den geben. Aber ich glaube, dass wir es schaffen, aber bitte eine andere Einstellung an den Tag legen, von oben bis unten. Und wir sind doch ein Team und die Fans gehören doch mit euch zusammen. Und wir wollen ja überhaupt nicht gegen euch arbeiten. Aber ihr habt null. uns so dermaßen ins Gesicht geschissen. Ich kann es nicht an. Es ist so. So habe ich mich gefühlt, wirklich. Ich finde das unmöglich und das darf sich nicht wiederholen. Echt nicht. Also es war kein Unglück, sondern es war von der ersten Sekunde an spürbar, dass da irgendwie gar nichts läuft. Ja. Und das ist das, was ärgerlich ist. Und jetzt scheiß was drauf, Mund abputzen, Regensburg wegkloppen, ne, hier von der Bahn jagen Ja. und dann sind wir auch wieder besser gelaunt. Scheuklappen bitte zur Seite drehen, Ja. dass ihr auch wieder was seht. Ja, Ne? besser ist das. Ne? Besser ist das. So, Jetzt haben wir auch alle Rennbahnwitze noch reingepackt. Und jetzt können wir Tschüss sagen. ja, Ne? Jefjumi ist kein Rennbahnwitz, ne? Aber Jefjumi, das gilt für jeden. ihr Vögel, immer fleißig weiter abonnieren, ne? Ist auch klar, ne? Das sowieso. Wir sehen uns am Samstagabend. Stimmt das? 20:30 Uhr? Oder bin Die ich Augen gerade im nicht völlig zumachen. falschen Film? Ich habe offen gestanden überhaupt noch nicht geguckt, wann wir Man sieht sich in Müngersdorf. Eh Prost, ein Leute. Geschisse mit den Spielzeiten. Ja.